5. Kapitel Das Ärliplo. Wo der Borstenpeter enger Wuchs war, hat es ihn einfach gedünkt, dass er nicht vorwärts kommt. Er hat sich geschaut und über Leute, an was dass das echt liegen. Da ist ihm aufgefallen, dass der rechte Fuß lahmen. Er konnte laufen, wie er wollte. Er ist einfach nicht nauscher geworden. Da hat er sich den Fuß hinter das Ärliplo gelegt und dann ist es gegangen. Ja, so ein Ohr ist für viele Sachen gut. Aber der Borstenpeter hat dann nausch gemerkt, dass er mit einem Umbein am Boden doch nicht so nausch vorwärts kommt. Er ist umgekumpelt wie ein Beineiniger und dabei hat sein Fuß auf das Maul gehauen. Also hat er den Fuß wieder hinter dem Lipplen vorgenommen und heute so tut er doch wieder mit seinem leimen Schritt weiterfahren. Und das hat der Rut und der Rut und nochmal der Rut. Es hat so lange der Rut, dass er dann eben doch in den Regen gekommen ist und dabei ganz nass ist geworden, ab dem vielen Schaff. Aber der Borstenpeter ist weitergegangen. Er hätte ja die gleich mal auch haben. Derweil hat der Töpfli schon gemerkt, dass der Borstenpeter ja keinen Belang hat, um dort zu ihnen in Prästeneck zu kommen. Die Prästenhause war gerade bei ihm zu Besuch und hat gar abschnaufen ab dieser linken Z, wo sie hier auf den Borstenpeter massivierte. Hat er gemeint. Und der Töpfli hätte es ihm nicht einmal verübeln. Ist doch der Borstenpeter jetzt schon noch Wochen unterwegs gsi, um dort zu ihnen auch Prästeneck zu kommen. Ja, hat der Töpfli da gemeint. Einer tut lahmen, und das ist der Borstenpeter. Der hat der Prästenhause, ihr könnt euch wieder einmal denken, über Namen noch abschnaufen. Und draussen hat der Wolle aus allen Welken rausgegossen, was hat eben mögen.